Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Moin und herzlich willkommen an unserer Februar-Edition vom Minette Mashup. Moin Marike. Salut Jan. Du bist hier für den Moi. Hi. Für den CNCI haben wir heute einen neuen an Bord, der Felix. Salut Felix. Schönen guten Mittag. Es sind die Jan von der Minette Biosphäre. An Hashtag Minette Mashup ist der Weg für uns überall an der digitalen Welt rumzufinden. Du könnt euch dann noch auf eurer Lieblingspodcast-Plattform abonnieren. Da kriegt ihr alle letzte Freude vom Mond die neuesten Episode ganz einfach so zugestaltet. Das Jahr steht unser Podcast am Zeichen von den 11 Gemeinden, die zusammen die Minette UNESCO Biosphäre ausmachen. Wir hatten letzten Monat zu Beteburg angefangen, aber wenn wir dem Alphabet noch fahren, sind wir dann lo zu Daverding. An Haut sind wir hier Apoteren mit Daverdinger Bürgermeister Guy Altmaisch. Moin. Moin gesagt. An mit Vizepräsident vom Gemeingesyndikat Pro Süd, der die Minette Biosphäre geriert, dem Ernie Müller. Moin. Guten Mittag. Als allererst will ich mal von dir wissen, wie Sie da auf Zuwärts kommen. Mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem Zug, mit dem Helikopter? Oh, das ist eine interessante Frage. Nee, sind wir mit dem Elektroauto hingekommen. Ernie? Ja, ich bin noch mit dem Auto gekommen. Ich profitiere just von Kollektivbussen herfahren, wenn wir hier etwas mehr Last haben. Wie der Blues Express oder andere größte Feste, die hier sind. Da komme ich da selbstverständlich mit dem Bus. Aber an der Regel komme ich noch hier an diesem Eck erst mit dem Auto. Aber an einer Ecke hier, da komme ich noch vielleicht drauf. Da kann ich zu Fuß gehen, weil ich da auch nicht so weit weg wohne, wie ich gerade just von hier. Ja, das so was ein bisschen das durch, was am weitesten Wasch leid von all den anderen Sachen, die ihr zu Daverding so geht. Aber wie sie dafür werde statt gefroht haben, weil als Marike, das ist auch schon hier. Marike, ist schon da? Ich bin auch schon hier und ich bin mit dem Bus 6 hingekommen. Und für bis bei dem Bus 6 zu kommen, habe ich den Zug geholt von Asch. Und für bis auf Asch zu kommen, bin ich mit dem Bus 4 aus Kehl gekommen. Voilà, das ist alles gut gegangen. Mit dem Bus Nummer 6 fährt nicht ganz oft. Das heißt, muss ich schon die richtige Zeit da sein. Voilà. Alle Stunden um 15 ab wird der Bus 6 mit das Tipptopp gegangen. Ich muss auch noch etwas sagen, kann ich noch mal am Zug herkommen, mit muss ich eine Chance haben, dass das Mini als Bund fährt. Ja, das ist nicht der gesundeste Fall, ja. Ja, bei meinen Mobilitätsrecherchen ist mir noch etwas Interessantes aufgefallen. Von dieser Gemeinde, es gibt in der Mobi-Diff-App. Das ist ein Pilotprojekt. Und ich eigentlich ganz spannend fand, können dir darüber etwas Kleines erzählen? Das ist relativ neu. Mobilitiv-App, das wird die App sein, die wir am Gang sind auszuschaffen. Und das ist eine App, als die ihn dazu aufordert, am Anfang als Employer, als Salari, für die ein bisschen aufzufordern, für den Transport Commerz zu benutzen, für all die Möglichkeiten zu benutzen, die Gemeinde anbietet. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr mit dem Velo schaffen oder für den Deplacé, den ich mit dem Velo oder mit dem Velo-OK-System, wo wir auch mehr Stationen an der Gemeinde haben, wo Velo zur Verfügung gestellt gehen, respektive für die mit dem Elektroauto längst arriert sind, da kriegt ihr verschiedene Bonus und wenn das dann ausgewirkt da kriegt ihr Nachkastspunkte für bei der Geschäftswelt zu Daverding dann anzunehmen. Genau, wird dann auch alles Lokales. So, genau, so soll du gehen und das ist eine Testphase und die profitieren wir dann von der Freiwilligkeit oder von der guten Wille von unseren Employer für das zu testen, für zu wissen, was wir noch können verbessern für die Leute als ein Anwohner für das dann auf der größeren Basis zu freieren und mit den Resultaten werden wir das dann ausbauen für die Leute dann zu präsentieren. Top-Initiativ, also ich gebe da viele Punkte sammeln. Zu Ihrer Information, Marike ist wirklich immer just mit dem öffentlichen Transport oder mit dem holländischen Velo in AW. Ja, korrekt. Wunderbar. Guy Altmaisch, der sitzt hinter der letzten Gemeinde, weil der Bürgermeister von Daverding. War das eine kleine Überraschung oder war das für 4 Jahre Debüt, wo der angefangen hat, sich politisch zu engagieren? So, ich gehe eigentlich Bürgermeister hier. Ja, ich meine, das war bei Leibe nicht. Ich meine, sie seit 82 sind ich Member an der Partei und durch meinen Beruf konnte ich nicht richtig aktiv gehen, politisch, weil das nicht kompatibel war mit meinem Beruf. Ich tun für 10 Jahre Pension gekriegt.
Ich gehst mehr an die Echtreif von der Politik an der sind ich an Sektion D für den Gang, wo ich dann noch mein langjährige Kollege den Nelly Müller begegnet und den du auch schon mehr aktiv war wirst. Und wenn wir die Sektion lösen, aber sicher gestärkt an dem, wo man es aufgebaut hat, wo man neue Member beitun, nur eine gewisse Zeit war ich Präsident von der Sektion und dann sind wir da an die Wahl gegangen, also Bitte von der Wahl war. Und der SAP-Defending auf die Platz 6 zu bringen, wo sie gehört, das hat die Majorität von der Gemeinde. Dass wir da Ambitionen hatten, das war ja, das ist richtig, wir wollten zurück an eine Majorität, wo wir der Meinung sind, dass eine SAP da hingehört. Aber ich selber hat nie Ambitionen zu, ich gehe noch Bürgermeister, wenn ich nicht Bürgermeister gehe, dann ist es eine andere Gemeinde. Also das war nicht, ich meine, das Ziel haben wir ja auch erreicht. Dann, ich meine, wir wurden als Sektion gestärkt, wir haben ganz viele Member beikriegt. Wir sind noch als Wählerschaft dankbar für das, so gestärkt, für das wir an der Position sind, an der, wo wir mit unserem Koalitionspartner sind, wo wir ganz gut zusammen schaffen. Ich meine, Leute dabei sind noch, dass Changement kennt, dass Defending wechselt, und Defending wechselt an einem positiven Sinn, dass das, was die Wähler gewollt haben, dass das, was man auf der Fahne geschrieben hat, dass das, was man, weil es geht nicht um Person, es geht um Zaren, der Wohl von unseren Wählern als Staat. Was war da bis Welt die flotsten Mann so als Bürgermeister? Welche Menschen hat sich am schönsten durchgeschnitten? Das sind nicht immer die Menschen, die den Ausschlag geben, dass wir das Moment so flott sind. Ich meine, ich mache ja viele Momente am als Bürgermeister, sind noch wirklich begeistert. Letztes Jahr haben sie gesagt, das mal und Dinge im Alter und so viel. Das wird letztes Jahr, ich meine nicht gerne, etwas, was ich gerne möchte, das ist etwas, was ich mit Frieden möchte. Aber wenn der Moment kommt, wo ich nicht mehr gerne mache, dann muss man etwas anderes sichern. Ich meine, der schönste Moment, den ich hatte, das war der Nationalfeiertag, der letzte Nationalfeiertag, wo ich gesehen habe, ich habe mir Redfeier berät und ich gesehen, wie viel Zucht Leute, wie viele Nationalitäten, dass wir auf dem Territorium von Defending und 30.000 Leute, die zusammen leben, die fertig bringen, ein Nationalfeiertag zusammen zu feiern, zusammen zu potern, zusammen zu schwätzen, 4, 5, 6 Stunden zusammen zu verbringen mit gemeinsamer Musik, zusammen zu lernen, zusammen zu schaffen, zum Wohl von Defending. Das war für mich der schönste Moment, den ich bis dahin erlebt. Ernie Müller, par rapport zum Guy Altmaisch in allen Häusern der Lokalpolitik, wie kriegt ihn sich motiviert, wenn ihn hinter über 25 Jahre lokalpolitisch aktiv ist? Wie kriegt ihn sich dann nachher mal motiviert, für Ball zu bleiben, für drin zu bleiben? Ich meine, es geht immer viel um der Evolution, geht immer weiter, die Stadtentwicklung, die ändert sich, auch die Bevölkerung selbstverständlich. Und ich meine, dass das die Motivation für immer können die Stadt neu zu gestalten, neue Leute mehr zufriedenzustellen, das heißt, die Bürger Bedürfnisse nachzukommen, und das sind der ganze Cope. Wenn ich aber hören, die Stadt hat schon immens changiert. Wie ich schon gefangen habe, da haben wir 18.000 Einwohner. Und über 30, über 30, da sieht ja schon, was das ein großes Changement ist. An der Zeit hat Schmelz eine immense Rolle gespielt, obwohl sie schon Rückgang war. Für die war die größte Zeit von der Stahlindustrie, da war es schon Aufklänge, wie ich angefangen habe. Aber wir haben angefangen, verschiedene Projekte auch zu holen, notamment vielleicht auch nach von der Zeit, du hast dann Defending Marktplatz, hast zum Beispiel neu aménagiert gehen, an eng wichtig Sache war der Kontournement gebaut gehen. Wo früher Tischverstungen, du hast dann der Kontournement auf Niederkur kommen, als heißt als Stadtumgehung, die Umgehung vom Stadt Kehr war wichtig, ganz wichtig Sache war für unseren Verkehr, Durchgangsverkehr auch. An ein Schwamm, der verschwamm man neu gestaltet. Und das war da 34 Jahre, circa an der Lohr fängt man schon drüber zu schwätzen, für immer neu auf verschwemmen zu machen. Und man hat Lachère gebaut, die doch schon nicht mehr gibt. Und die hat Lachère, die hast du dann gesagt, gehen durch Hallo, die große Eventhal, die wir haben, zeitgemäß angepasst. Und war da mal der Lachère, wo die war, da haben wir eine komplett neue Entwicklung mit Schulen und so weiter. Und ich meine, das was so flott ist, das ist das Changement, den positiven Input, den immer kennt. Und das hat mich immens motiviert. Die Stadtentwicklung ist etwas, was ganz stark leid.
Ich hatte mit ihrer Kollegin, der Madame Asselborn Binz, de Weekend triert, und du sagst, du hältst mit dem Gia, mit dem Ernie den Podcast ab. Das wird ja just über den Football gehen. Und so sagte ich, na, wir wollten am Anfang nicht mehr über den Football schwätzen, aber irgendwo muss ich aber ein kurz darüber zu schwätzen kommen, weil den FCD-Verdinger ist ja etwas, was ich nie auf der Politik auch schon seit lange Jahren verbindet. Ja, ich meine, zu das gestern Mittag noch verbunden, wie man neben denen auf der Tribüne sitzen, war der ganz flotte Mensch. Ich meine, das ist klar, dass der Fußballer ist verbunden und dann hast du noch den Verein, den als am meisten verbindet. Ich meine, ich war 10 Jahre Präsident von der Jugendkommission beim FCD 03 und das war eine immens schöne Zeit. Das war eine Zeit, wo der Fußball, ich kann es Chiffre nennen, da sind wir von 300 Jugendspielern sind wir auf 600 Jugendspieler geworden. Und das war dann Donnerstag, wie wir auf den neuen Sitcom sind, der Stadt Municipal. Und da Trainingen sie von den kleinen Ditzen, das ist etwas wie, wenn es in einem Region müssen kaufen, gestochern. Und dort 200 kann durch den Gang gelaufen kommen, mit voller Fried aus der Maison Relais, da können die ihre Sport zu machen. Ich meine, das ist etwas, und das ist das Schönste, was es gibt, wenn du als Präsident so etwas kannst stark machen und so etwas kannst groß machen. Und dann die Merci, den du kriegst von denen Kanner, wenn die 400 stehen bei einer Kuba oder beim Gläschen, wie wir da mit denen Kanner gefeiert haben, die Geländer da von denen Kanner, weil das ist fantastisch, das mit keinem Goldstück zu bezahlen oder mit keinem Geldschein zu verwirseln, so flott ist das. Mit keinem Goldstück zu bezahlen, als mengen auch die Platz, wo wir heute sind. Location vom Moment. Also, mit keinem Goldstück zu bezahlen, als auch die Platz, wo wir heute sind. Wir waren schon ein Jahr Marike, dem und so wie der Felix. Ja. Soll man den Felix nicht denke, so beschreiben lassen, wie die Platz empfindet, wo wir heute abholen? Felix, beschreib es Ding im Gegend mal. So löst mich aber gut gekriegt. Ja, effektiv überraschend. Von außen ganz unscheinbar. Und da kann den ran und da gesagt den eine Wandmalerei, die sich am Anfang durch die ganze Rez-de-Chaussee zieht, bis rüber an die anderen Steck. Impressionant, schön mit einer Holzstruktur. Gemütlich. Davitiert für zu bleiben, einen Tee zu trinken und ein bisschen zu relaxieren. Also meiner Meinung nach wirklich ganz schön gelungen. Von den Themen aus der Gegend ja, das können sich überlegen, im Sommer an Lunch zu kommen. Sujet, die in der Rümpfen sind, auf dem engen Fresko Femme Sauvage. Dafür heisst Kabaisje von Minatrail oder so, und den anderen Fresko beschäftigt sich ein bisschen am Dorf selber, mit seiner Vergangenheit als Bierspauregion. Für was für die jetzt wäre der Gide rausgesicht von Minatrail für den Episode hier abzuhellen? Boah, ich meine, ich habe eine Idee proposiert, weil ich einfach meine, wir wollen etwas für den Pro Süd ab, wir schwätzen am Kader vom Pro Süd, und ich fand den Minatrail mit den Gitten, das ist einfach ganz. Und sowieso als Sauvage, La Sauvage, als von unseren Standorten vom Tourismus, an unserer Gemeinde, neben dem Vordergrund. Als dat een grosse Standort an dat wisst een typisch bierjabechte Dorf wat geprecht war durch eng Person, dat war der Kant Fernand de Saint-Aignan an de fircht die Platz auch Platz Saint-Aignan an wie gesot dofir Mengmal dats dat symbolisch fir Eisgespräch vun Haut ass an dofir wollt man unbedingt haie kommen. Ich meine, das auch eng von den Kabaisischer von Minatrail, die relativ gut funktionieren. Den Philipp, den Chef von Simpleview, der die 11 Kabaisischer an den 11 Gemengen betreibt, das mengen ich ganz zufrieden auch mit La Sauvage. Das heißt, das hat dann noch ein bisschen dazu beigetragen, La Sauvage noch ein bisschen mehr auf Tourismuskarte zu setzen. Ich meine, ich habe mich auch ein bisschen informiert, wie das die war, das mit der Lokation. Und ich bin noch ganz froh. Und das begeistert mich. Ich war nämlich wie die Ouvertüre war von den Gitten. Und da hatte ich ein bisschen Angst, wenn ich die schöne Wandmalerei gesehen habe, wenn ich auch das weiße Holz, das Naturholz gesehen habe, was ich für an den Tisch habe. Und dann und die viel Kanner gedacht, die haben eine Lokation, man mit den Eltern sitzen, man mit den Schokolade fangen, das geht für begehen, das wäre vielleicht nicht so flott, aber ich muss so, war das
Sie sind zu 60% sind sie verloren, dann sie sind an einem, für die Zeit, wo sie verloren sind, in einem ganz guten Zustand. All Respekt für die Insurance, da muss ich auch all Respekt für die Leute, die es lohnen, die haben das wirklich proper. Und ich meine, das möchte ich auch Frieden und das möchte ich, das ist ein Motivator für das in Zukunft nie als seine Gedanken zu verlieren, für ein Projekt wie die Hai weiter auszubauen und dann die Leute Sachen zur Verfügung zu stellen. Wir können nur ganz proper de Bau bei den CNCI machen, aber bei der Industriegeschichte, weil irgendwo wird das Haus, auch wenn es heute den touristischen Zweck erfüllt, eine industrielle Vergangenheit, war ein altes Minershaus. Ja, ich meine, das gesagt ich schon, wenn in der Plazowas könnt, die Strukturen, die Häuser, die man hier begehen, das war früher, waren das Minias, also Arbeiter Häuser, gesagt in das von der größte von den Häusern, gesagt in der größte von den Fenstern noch muss er wissen, die Zeit und Leute Steuern bezahlt, ob Gericht von den Fenstern und Gericht von den Entrestieren. Nur für die kleinen Fenster bei den Häusern sind am Anfang ein bisschen mehr klein, wie die Häuser, die nicht so groß sind, aber danach gibt es mehr ein großes Fenster. Aber das ist das für die kleinen Fenster, tun die all Sofa schon mal gezählt, wie ich nämlich 7 Scheu gefallen und mal schaffen, pardon, 2,5 Scheu gefallen und mal schaffen, da waren nach méi als war schon do wie der Lodo sind, also viele Leute die geplündert und die nicht leben, nämlich dass das von einer neuen Population ist, da ein bisschen besicht, wie die immer den Historik da gemacht. Ich fand nimmer, wenn wir Plazowas kommen für die Kirmes, für den Christmarkt, also für bei Kapels kommen, für die Weiher zu gesehen, für anderen nochmal an der Presbyter erstens zu gehen, da ist immer eine gewisse Spannung, das ist etwas Extras. Das ist nicht wie wenn ein auf der Marktplatz irgendwo geht. Das ist einfach etwas Extras und das ist auch das, was sehr interessant ist. Da meine ich den gekonnten Übergang für den CNC, also schön als Skriptleiien ich gebe bisschen die echt froh bisschen auf Skript machen ich gesehen dann die schon groß nee Apps hat mich frappiert das Ernie Müller die hatte Lograt von der Stadtentwicklung geschwärzt du hast eigentlich froh als CNC wo man natürlich an den Kopf könnt da das was für Stallewert hört ein Patrimonial industriell für eine Stadt den Haut am Sinn von der Stadtentwicklung. Ich gehe so den ganz größte Stelle wert, weil ich meine, wir müssen den Patrimonial muss man schützen und erhalten, die schützen, dass ein Bestand bleibt, und erhalten, dass wir auch dann investieren. Und das zum Beispiel auch geschieht, zu La Sauvage, mit der Kirche zum Beispiel. Die Église Saint-Barth, als für die erste Kirche, die entweiht gehen ist, an Dono as restauriert gin. Déchte ass ma Minpa fir d Grund si de Monument as se komplett restauriert gin an as Kulturhaus. An so sinn verschieden Häuser ëmfunktioniert gin an Espace musealen an als Patrimoine vun Industriekultur guckt La Sauvage mir guckt doch de Front de Grain wat do steet. Schmengen dat soll erhalen bleiwen. Natürlich gëtt och einer auch am Zentrum vun der Iferding gëtt nach freier Arbeitsgebäier, die der Wert sind erhalen zu bleiben. Een von denen as viele hat, die ganz bekannt ist. méi gëtt auch die sogenannte Großgasmaschine, die da so enke den Science Center gehen, lass man hoffen, dass das der Fall ist. Und dass wir da können auch einkehr der Menschen durchschneiden, weil das alles als wichtig für einen Staat, hier Geschichte, ihre Patrimoine, das gehört einfach zu einer Stadt. Maar dan meine ich auch lo direkt den wie op den Tillebiersch schmengen das dat aber auch ein interessanten a frappante Si ich gesehen du schon eng Publikation matbrucht effektiv ich wollte aber ficht op Minen oder op Galerie selber agoen du si Platze weis Deler von denen Galerien sie klasseiert gin anderer net. Wie gesagt du aus? Wie geht du weiter? Tillebiersch selber, ich meine, d'Entrée von der Minière, vom Tillebiersch selber, Tillebiersch Minière, die ist klassiert, und da was d'Entrée, die ganzen Entreesbereich bis nach einen gewissen 12 Metern an, die klassiert sind. Ich war zwar schon gute Stopp mit der Bahn, aber ich war für die letzte Bahn, wie man nach den FCD 03 nach da ein sehr das Finale an der Coupe gespielt hat, das war gegen Jeunesse, da hatte man einen elektrischen Bahn.
du hast elektrisch ausgefallen, das tut dich dann nach einer Viertelstunde für den Manager und da sind wir dann an den Telebisch gegangen, weil elektrisch vom Telebisch effektiv aus der Mini gekommen ist. Und da haben wir die Herzsicherung gemacht, dass der Mensch gespielt hat, die haben aber leider 1-0 verloren. Ich denke, noch ganz traurig in dem Moment. Wie das war die letzte Match, die wir da gespielt haben. Dafür erinnere ich mich auch das Resultat. Wenn Telebisch selber wieder so, als ja klassiert, Tribüne als klassiert, das so, und als das da verschiedene Phasen abgedeelt, weil da doch so budgetär nicht zu stemmen ist. Und man schließt noch die Phase 1 auf, das heißt, die Mauern und drüben, die sind renoviert, muss man wissen, die Steine, die gehen aufgetan, die alt sind, die da sind, die gehen dann an einem Weg speziell trätiert, dann neu behandelt, für das die eben können verbaut können gehen, und da geht das verbaut, dann sind wir am Gang, da kommen wir an Phase 2, wo wir dann lo, das wird das Jahr in der Fall sein, wo wir dann Tribünen aufrappen und neu, das alles alt Eschen Holz, wo die zusammengesetzt, das geht dann an einem speziellen Weg das renoviert, respektive remplaciert. Mit der Architektur von der Tribüne, die bleibt selbstverständlich bestehen. Das einzig hier im Land, dass man so nur beim englischen Tribünebauer Struktur da haben, und das muss erhalten bleiben. Und, ich meine, die ganze City, das ist auch eine Arena vom Fußball, und das muss auch eine Fußballarena bleiben, so wie sie am national bekannt ist. Ja, von der Divergenzen ein bisschen, vielleicht das ist ja ein bisschen bekannt, dass ich langjähriger Präsident war von der Boys. Ich war 15 Jahre Präsident. Ich habe kann ich bald so, von 1973, ich war auch schon viel drin auf dem Terrain, weil ich auch Spieler war im Jugendbereich. Aber 1973 sind ich dann an der Komitee vom Verein gekommen, und da habe ich praktisch 30 Jahre war ich 3 bis 4 Mal vor auf dem Terrain, auf dem Sito. Und das war immer impressionant, wenn ich da dort der Tribüne sitzt und dann die Training nachgeguckt hat, oder sonst, dann hat das Geräusch von den Hegewen haben empfangen, das hat den dann durch den Matt gekriegt, den dumpfen Song, was man so will sagen, die Hegewen dann Matt gekriegt. Aber ich kann aber auch sagen, es war ja nicht nur allein den Telebier Stadion. Das Telebier Stadion hat den umgekriegt durch den Ort, durch den Sitz, wo er ist, Telebier. Und Telebier Stadt war Telebier Schmin. Und Telebier Schmin, die ist den 27. November 1981 ist die definitiv zugegangen. Und ich kann mich noch gut erinnern, Fedrun, dass ich hier sitze und dass wir auch gespielt haben, und dass in Handrun sind als Mini-Boulange gefahren. Also da war eine Aktivität Sitz, an der Fußball, der war da mal dran. Und das ist eine Begeisterung, ich meine, wenn ich das noch erlebt habe, das ist schon etwas Emolisches gewesen. Die Silhouette, die Material in den Hegewen, das war auch impressionant für die Verding. Die ist so ganz wichtig, das zu gehen. Von 1 bis 10, wie schön fand er, dass die Silhouette forderst? Ich habe im Moment gesagt, also den Deftinger Hegewen, der stand mehr noch bei den Leuten wie den zu Belval. Und das wäre vom prädestiniert gewesen, für da ein bleibendes Monument zu machen. Ich kann mich aber auch ganz zufriedenstellen mit dem Belvaler Projekt, was ja einfach für national gesehen ein immenses Projekt ist. Ich bin ein Teil von meiner beruflichen Karriere bei der Arbeit gemacht. Und sogar auf dem Hege war ich 70 Meter hoch, bei der Klosch, und ich schon eine moderne Not verbraucht, sogar für Silvester, wo da ein größer Brand war, wo ich dort zuständig war, dass der Hege, wenn er im Geschäft funktionieren, weil sonst hat man ein Problem gekriegt. Wenn die nachgefragt wäre, da wäre ein größeres Problem gewesen, weil dann hat eine Partyzeit hat Schlowweg nicht mehr produziert. Das heißt, ich höre raus, also es gibt noch viel Willes auf den verschiedenen Sites, wo man logisch schwätzen, aber bon, nicht nur die 2 Sites, wo man auf dem Territoire von der Stadt Everding schwätzen. Schluss wir noch die letzte Frage ab. Ich meine, das ist vielleicht interessant, besonders ich kann mir feststellen, dass viel Fußballsbegeisterter den Podcast hier lauschen. Das ist, wenn Phase 2 vom Tilbirch aufgeschlossen ist, gibt es ein Drittphase, ein Viertphase. Bon, wenn die Phasen alle guten aufgeschlossen sind, sollen dann im Championatsmatch da gespielt gehen oder nicht? Ah ja, ich meine, so wie ich das für den angedeutet habe, das soll ein Heißspur vom Fußball bleiben. Und das ist auch das, was Politik will. Und das ist auch das, was man muss machen für den Zulauf von Jourenspielern, auch für die Begeisterung hier in der Stadt.
für den Fußball, für dem gerecht zu gehen. Ich meine, wenn du merkst als Politiker, der Fußball hat immens viel zulaufen, wir haben nämlich genug Sitten, und so finden, da bist du froh, wenn er einen Sit dabei kennt, den wirklich operationell ist, den modern ist, den Aufforderungen von Haut entspricht, die da an der West, ich kann mich erinnern, jemand zugemacht und da waren, oder wie man Anniversär gefeiert, und da war ein Spieler dabei, die gesagt, man kriegen sie nach selbst wie für 50 Jahre. Die sind 20 Minuten stark, die Leitungen sind mit Deck gemäht, was noch immer dieselbe wie für 50 Jahre. Da ist ja nicht mehr schön, und dafür sind ich froh, immer rum, wenn neue Sportstätte geschaffen gibt, für die Leute, die Sport machen. Ich froh, was Leute Sport machen, da das Sport bringt Leute bei ihnen. Sport fördert Gesundheit, und Sport ist ganz begeistert doch bei der Politik, aber als Leute, aber dafür muss ich nicht Möglichkeit geben, für die Sport zu machen. Dafür den Fußballsterra wird dem entsprechend doch besser von der Leute passen. Aber wie weiß, vielleicht können ja da noch nach irgendwann ein Kupsmatch für den Genesto spielen an den 1-0 von dem letzten Match, den du gespielt gouf, vergiss machen. Mehr vergessen Lumo kurz den Tillebiersch an wir schaffen ein bisschen etwas. Ja, work. Question. Ja, Herr Altmeister, ihr hattet für drun schon erwähnt, Ihren allen Job war nicht kompatibel mit Ihrer Position als Bürgermeister. Die wird an Ihrem vergangenen Leben Kommissär. Wie hat diesen Job ihr, ob das Roll für berät? Den Job habe ich angefangen an ihrem ersten Leben. Ich habe gesagt, das ist aber noch immer dasselbe. Ich bin noch nach der Selbst, will ich vielleicht ein paar Jahre im Jahr gehen. Ich sehe die Rumänien hoher. Aber das ist am Anfang, ich war 35 Jahre lang war ich Polizist. Und als Polizist hast du immer als Mission für Sicherheit zu verkaufen und dann auch für die Leute zu helfen, wenn die Leute Probleme haben. Und das ist viel. Das hat viel Parallele mit der Politik, weil ich meine, du hast als Politiker aber eine gewisse Responsabilität vis-à-vis von den Leuten, vis-à-vis von den Anwohnern. Du guckst, dass die Leute sich sicher fühlen an den Gemeinden, dass sie ein gewisses Sicherheitsgefühl haben, was zu einer guten Lebensqualität beiträgt. Und du brauchst auch für die Leute, das war auch fast als Polizist war. Und da passt viel gelernt, du hast das so begehen, am Alter, und das ist da am Fungeloch, was der Haut als Politiker begehst. Weil sie viel frohen und auf die viel frohen musst du dann ein bisschen Antworten bringen, ja. Oder die Leute helfen. Das ist das, was mich motiviert hat, für das hinzugehen. Und du schwanken nicht ein bisschen zurück. Der sieht nämlich als Bürgermeister auch zuständig für Patrimoine et Domaine, wie wir mit Felix schon ein bisschen angeschwärzt haben. Und darin fällt auch den Creative Hub, der 1535. Gibt es dann da etwas Neues, was ihr könnt erwähnen? Ja, der 1535, wie wir als mit der Koalitionspartner zusammen gesagt haben, da gehen die verschiedenen Domäne gehen dann abgedeelt und nicht an der 1535 geht. Ich muss aber ehrlich sagen, das war auch für mich eine neue Herausforderung, weil ich nicht so kreativ habe, dass am meinem Alter schon ein bisschen fremd wurde, und da muss ich nicht da rausschaffen. Sind ich dem dann umgegangen, ich hatte mit ganz guten Leuten, die da geschafft haben, die mich da angefeuert haben, und ich muss sagen, in der kurzen Zeit, wie ich da war, war ich richtig begeistert davon. Wenn ich sie froh mit Leuten, sie froh, für mit Leuten zu diskutieren, für mit Leuten zu begehen, den Leuten zu helfen, wie ich für da gesagt habe. Wenn ich da Leute haben, die eine Idee haben für etwas Kreatives, für etwas zu schaffen, sie hilft das mit seinen Händen, sie hilft das mit seinem Kopf, sie hilft das mit einem Fotoapparat, sie hilft das mit einem Pinsel, so viel. Sie ist der Meinung, dass da wäre das für die Leute zu unterstützen an ihre Gedanken, für das sie können groß gehen, für das sie können an unserer ganzen Welt zurechtfinden. Und dafür ist das ein immenses Hit. Sie hat das für Musikanten, Munelo, eine Sonnetron da abgemacht, kurz, für einen kurz, ja, für 6 Monate, wo Musiker sich können selber abholen und sich selber lauschen. Und das ist nämlich ein ganz komisches Gefühl. Für die Musiker, die man das selber bestätigt, von der Musik mich enthält. Ich bin mir selber nur eine Aufnahme mit von einer Band und so viel. Selber den Hunger, den man abgemacht hat, recht auch kurz. Das genutzt von Produzenten von Filmen und so viel. Und die den zu lohnen kriegen, das ist ein Hunger, da gehen 240 Leute passen da ran und da können die Filmproduktionen da machen, sie können Theaterstecker da proben, was sie zu lohnen kriegen von der Gemeinde. Und immer muss ich betonen, das ist zu einem ganz sozialen Preis, das ist so gut, dass in der Start
Das ist eine Hölle für all Start, an all Begeisterung, also all Handwerk, alles, was ich will, kann sich da melden, und kriegt da klängen. Oder das, was du brauchst, lokal verlohnt. Also ich meine, du kannst einfach wirklich ganz hilfreich sein, dass es den Hub gibt und dass es sich so flott weiterentwickelt, weil du schaffen, wie du so auch ganz viel Leute. Ja. Ich war erstaunt, wie die Schiffe hören, sie 500 Leute, die da schaffen. Das ist enorm für die Stadt Efteling und das ist auch enorm für die Leute, die dort können profitieren, die Plus-Value, weil das der kreativ habt das über Grenze bekannt und dann immer Vertreter von euch, die euch auch dann am Ausland vertreten und das Seelen, dass der kreativ habt nicht am Ausland bekannt ist, die letzten die waren Schweden, du hast für Lützeburg gesprochen und da das Lützeburg steht, denke das für eine immense Publizität für die Ländchen und auch für die Stadt Efteling. Absolut, merci. Herr Müller, ihr seht, wie die Jan auch schon erwähnt hat, schon lang an der Lokalpolitik. Wie habt ihr überhaupt RW an die Politik gefunden? Ich wäre schon relativ viel mit den Leuten immer zu dir gehabt, durch meinen Beruf, aber auch neben dem Fußball war ich auch noch ein guter Musikant. Schon noch an der deftigen Musik, bei Mars Garampini, die ganze Ära gemerkt, das ist so ein Begriff. Auch über Deftinge raus. Und da man dann viel die Zeit, auf jeden Fall, hat man eine ganze Party, auch für allem italienisch, Kollegen, die super Musikanten waren, also die waren auch ganz kreativ, die Zeit, wie das oft das bei den südländischen Mattbürgerinnen und Mattbürger. Und so habe ich den Kontakt gehabt, dann auch auf der Arbeit viel Kontakte, und das hat über meine Aktivität auf der Arbeit raus, wo hat man auch immer den Weg gemacht für die Politik, für selber mal zu gestalten, für zu helfen, für die Stadt mal weiterzukriegen, zum Beispiel, weil es an einen Dave gefallen war, wie die Stolkrise dann gekommen ist. An einem Bemol 7000 Leute Plätze aufgebaut gesehen, ob am Anfang 1000, heute sind noch 700. Aber ich muss aber sagen, und die Qualität von dem Stahl und den Produkten, die da gemacht werden, die aus ganz Feld rausgehen, und noch dürfen, denke ich, überall bekannt werden, hat sich schnell geändert. Au contraire, und die Methode hat sich immens viel geändert und dafür waren noch Leute, und wir waren alle gut gefordert, für von der so manueller Arbeit auf eine automatisierte Methodik zu kommen, wo der Prozess komplett geändert wird. Weil ihr wart Elektroingenieur. Ja. Und das ist die wirklich die Wandel auch mitgemacht. Ja, das muss ich sagen. Also ich bin auch noch froh, dass ich den Beruf da angegangen bin, weil das war ein immenser Wandel. Das war technologische Entwicklung an der Elektrotechnik, die ist so rapid vorgegangen an meine jungen Jahren als Ingenieur. Und auch den Prozess, wenn ihr hört, wir hatten zu Defting hatten wir 3 verschiedene Stahlwerke. Das war ganz knascht. Und es hat viel Kallig ausgestoßen und die Leute viel Probleme gemacht. Das war der berühmte Thomas-Stahlwerk. Da noch ein LDAC-Stahlwerk gekommen, was halt in Lützeburg der Standard war. Und dann hatte ich die große Chance, für eine Entwicklung von Elektrostahlwerken an einem Gruppe Pilot teilzuholen. Und da sind wir auf den Elektrostahl gegangen. Und das war dann die komplett neueste Technologie. Und das war wirklich eine ganz gute und flotte Erfahrung, eine berufliche Erfahrung für viele Leute gewünscht, dass sie das auch machen könnten. Ja, das heißt, die Weg an Politik war auch stark beeinflusst von dem. Ja, das war ganz stark beeinflusst. Kommen wir noch kurz zurück auf die Stadtentwicklung, weil das liegt mir auch persönlich am Herzen. Du musst halt aber kehren. Schon gelesen. Ja. Das geringe Inseln. Ja. Also ich war ja ein paar Jahre Chefin, und dann habe ich auch die Stadtentwicklung an Bauten mal. Und da habe ich mir am Anfang immer Gedanken gemacht, weil bei einer, wenn ihr baut, PAP, wie das so schön heißt, Plan d'Aménagement Particulier, oder auch schon an der PAG, da muss ja gewissen Terrain auftreten, 25%. Da das Gesetz, also das aber meistens gehen die Terrain, die gehen dann komplett
und die Infrastruktur für Straßenbau, Trottwaren und so weiter. Und dann schon mal gesagt, die 25%, die müssten am Fond an Grünfläche gehen, am Quartier. Und schon die Geburt bisschen von den Quartiers parken. All Quartier müssen parken. Und da sind wir hingegangen, und wir haben dann verschiedene, wo größer Lotissementer waren, haben wir dann versucht, für einen Teil von denen 25% auf gewisse Plätze zu konzentrieren und dadurch so ein Nilo-Wehr an dem Quartier zu entwickeln. Das war die Idee, und die haben auf verschiedene Plätze die realisiert. Ich muss so zu den als die besser kennen, die wissen halt, dass man nicht dem von den neuesten Quartier in der Platte de Funiculaire, wo auch eine große Entwicklung ist mit den Heichhäusern, also ein bisschen Landmärkte, ein bisschen eine neue Neustadt, do markiert tun, als daneben auch ein Park, der Park de la Chaire, den du parallel dazu verlebt. Und da das am Anfang weh soll sehen, dass die Leute aus ihrem Quartier direkt neben dran gehen und da können andere mehr kleinen oder der Park la Chaire, das ist schon mehr groß sind. Da können auch sich da bewegen und da ihre Freizeit verbringen. Und so stellen nicht mal das für. Neuerdings muss ich aber sagen, wir sehen ja Smart Cities und Green Cities, wir will ja auch, kommt vielleicht noch da drauf, mit Net Zero am Gang. Und da geht es aber auch, da dürfen wir noch nicht so gut sein, für eine Buttersflasche umzuwandeln an eine Grünflasche. Und ich meine, das muss in Zukunft weisen, dass wir auch bereit sind, verschiedene Plätze umzugestalten und da effektiv der Butter sogar wegzuholen, was ist, und da etwas zu pflanzen oder auch kriegen. Also quasi neue Parken zu machen. Neue Kleinparken. Ich wollte kurz anhaken, wenn wir bei den Parken sind. Daverding hat ja eine ganz Reihe der Parken, den Park de la Chaire, weil er annimmt gehen. Und der zwei Lieblingspark, hält mich. Und der Lieblingspark zu Daverding, so ein, wo der so, den ist also wirklich richtig schön. Also wie mir besonders gefällt, das, weil du so nur bei der dir, also nur bei der Gemeinde, das vis-à-vis der Park Dune, also die fand ich mit dem Arbeitsschloss, mit dem Schloss für drüben und dann die Park, das für mich immer den schönsten, ob schon die anderen auch nicht aufschwätzen. Mit den immer etwas, was die lebt, etwas, was gut ist und etwas, was besser ist, ist eben besser. Das ist ja dann noch besser wie gut dann. Das ist vielleicht auch, aber ein bisschen so die geheime Park von Daverding. Ja, das ist noch nicht den Trafik, wie wir am Park La Chaire begehen oder am Park Scherlach begehen oder den anderen Parken, die wir haben. Das ist aber ein Park, den einen gewissen Durchschloss hat. Schloss hat für drin das Schloss, wo ihr Lunch geht und dann da durchgeht und dann, das tut etwas, der Park, ja. Ernie Müller, wo der Lieblingspark? Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen der Meinung, weil ich habe eine Tour, die ich oft mache, und da geht am Park Dune und hält am Park La Chaire ab, also das ist nicht ganz weit. Aber wenn ich aber dann ein bisschen mehr weit will gehen, und dann muss ich sagen, da gibt es schon den schönsten Teil, und das ist der Korsprung. Wenn ich da in die Schweiz gehe, Richtung Overkur, da komme ich an eine fantastische Landschaft. Und dann ist die Landschaft vom Korsprung. Und das fand ich das für mich den schönsten. Wenn da der Park könnte sein, dann wäre das der schönste Park, den ich an der gesehen wenn wir schon miteinander natürlich sind, wenn wir schon Richtung... bei dir gelernt, ja. Ja, wenn wir schon Richtung Korsprung unterwegs sind, Territoire von der Gemeinde Daverding, leider auch Deels 2 von der Kehrzone von der Minette Biosphäre, prinzipiell Skierlebotter, Kirmersche, Scheuer, Grund, Größebusch. Also... Dem Ernie Müller seg liebste Platz an der Natur hummer jo schon heieren den Korsprung gialt meich gëtt nief dem Park Dune nach so en Steck Natur zu Daverding, war den unbedingt denke, wann den net Daverding aus muss gucke komme, wer den entdecken muss. Ich meine neben den zwei Naturreservaten, die man hunn, die auch das so emolisch ha am Land sind der Öfteren an der Natur an der Bëschra an der Stacke sind die Ausstrahlung oder die Entwicklung, die Natur möchte, wo sie die abgeschottete Minette am Fongol am Gang ist, sich zurückzuholen, wo die mit Birken durchfuhr, also wo sie die abgeschottete Steine, die da liegen, die von Moosere Marke gehen, aber das ist eine Natur, das sind Momente, die durch ganz Ländchen her uns gesagt, also da ja Minette, wenn wir auf Prümling gehen oder wenn wir auf Schöffling gehen, man bleibt in der Minette, da sehen wir da noch.
Das sind immens flotte Sachen. Und dann, was ich auch gerne mache, was ich dem Kollegen, ich muss recht gehen, dass von den rumgeht an der Katzenbusch und geht den Landschen Terra, und da geht ihn an den Teil, wo in Ofen ein bisschen mehr heiß geht, oder wie der Korsprung, und ich sage, der Korsprung, das ist fantastisch, und da gehst du Treppe drauf, und da gehst du, wenn der Chantier fertig ist von der Eisenbahn, wo sie die Schwarzbrick mehr heiß machen, dann über der propre Weg, nämlich die Bullisweg, aber dann ist das eine flotte Spaziergang, das ist etwas, was nicht schief gesagt, und da guckt den Rob als Bierlicher Jung, und da gesagt, in der Galebirsch, wo ihn dann als Bauer mal gespielt hat und auf die Überkur gewartet, mit denen zusammen gegrillt oder Grumpel und Feuer geheizt wird. Das hört etwas, und das ist etwas, was ich noch nicht will vermissen an dem Ektor. Dave Verding als Member bei den Net Zero Cities, also bei den das ist ein European Mission City, das sind 100 Städte durch ganz Europa, die bis 2030 wëlle klimaneutral gehen. Dave Verding als ähnliche Vertreter vom Grundische an dem Konsortium. Wie geht denn so ein enorme Projekt? Weil das ist ja ein enorm ehrgeiziges Projekt, wenn ich mich nicht irre, der könnte mich gerne korrigieren. Aber wie geht denn so ein enormes Projekt als da, aber ist da Klangstadt, 30.000 Einwohner, und da sind einer steht dabei, die kratzen unter Millionen oder haben mehr wie 1 Million Einwohner, die wahrscheinlich auch ganz anderen Apparat haben drunter für so ein Projekt umzugehen. Ich meine, wie man selektioniert gesehen für das zu realisieren. Du hast dem Hauptinitiator der Europäischen Gemeinschaft darum gegangen, für eben wie du gesagt hast, als Millionenstädte zu fahren, steht mit 100.000 noch mehr Kleinstädte. Und das ist immer den ambitiösen Projekt, wie ich richtig gut gesehen habe, mit dem wir durchgehen. Das ist natürlich klar, dass die Menschen ambitiös sind. Wir waren der Meinung, dass wenn die Ambitionen mehr hoch sind, Motivation von unseren Leuten und unseren Salarien zu führen, dementsprechend größer. Und das ist auch das, was wir mehr können. Wir machen, ich kann nicht sagen, also ich habe keine Woche, wo ich nicht als Bürgermeister wenigstens 10 Autorisationen schreibe für Photovoltaik bei privaten Leuten. Wir sind am Gange zusammen mit unserem Partner aus dem Süden Photovoltaik auf den Gemengen, Gebäulichkeiten für das wirklich zu promovieren mit Südenergie, da machen wir das zusammen, weil das ein Partner ist. Und wir gucken wirklich für alles so viel wie möglich, wir helfen auch den Leuten finanziell. Das ist immer das größte Problem. Man schwätzt von Energiespur, so zu Leuten, so ziemlich das Haus isoliert. Ich hatte mal an der Zeit den Mathematikprof, der so immer an der Kachbücher, da steht immer, man nehme, mir steht nie drauf, woher nehmen. Ja. Und der Mann hat ganz recht, das ist eine Geschichte, das 4 Jahre mit so einer Haut vor. Und dafür sind wir als Gemeinde hingegangen, und wir helfen den Leuten auch finanziell. Sie bei der Photovoltaik, sie bei einer Isolation, bei einer Bausen am Dach, und das ist das, was wichtig ist. Und die kleinen Gemeindenhäuser, die wir haben, die gucken wir für auch klimaneutral zu gestalten, dass wir da mit Pellets anlernen, dass wir mit der Geothermie, wollen wir uns neu auf den Überkurre schwemmen. Wir wollen die ganze Zeit mit Geothermie hetzen. Das ist eine immense Errungenschaft und eine Technik, wo wir wirklich dran investieren, wo wir Zeit haben, wo wir nicht nur Geld investieren, sondern auch Zeit investieren, für da am Ball zu bleiben. Und das ist Zukunft. Das merken die ganze Kakti, die ganzen Sportkomplex, die ganze Pakt des Sport, was hier im Numm gerecht wird, mit einer Schwimmen, mit einer Fußballsterre, mit einer großen Sporthalle, weil das wir das können hetzen. Weißt du, was ein Schwamm, was das eine Energie, Energie braucht. Also das Wasser bleibt nicht freiwillig von 26 Grad. Auch das, und speziell, dass dann ein offener Schwamm friert, gerade so sehr, wie das an der Bar von Parnetsee lebt. Wir probieren das hier so, das umzusetzen mit der Net Zero City zusammen, mit Photovoltaik, mit einem Wandpark, mit allen Möglichkeiten, die es gibt. Vielleicht kann es sein, dass man Ziel nicht 100% erreicht, aber wenn man doch 95% erreicht, dann haben wir die anderen 5%, die fehlt, das Jahr drauf nur. Dann hast du nicht viel geschieht, das ist eben einmal am Positiven. Und ich das richtig verstanden, dass Dave Verding als einzig Lützebäuer Gemeinde da mitmischt? Ja, das ist ganz richtig. Wir sind da selektioniert, wenn man eine Kandidatur gestaltet oder verschiedene Konditionen erfüllt hat. Die Stadt, die am Nutzen, also ich hatte die große Chance, auf Barcelona zu gehen, auf eine Ausstellung, wo viel so von der Technik, von der Elektronik und so viel gestaltet sind, als auch noch danach die andere steht, die am Rahmen von Net Zero City macht man. Stadt, die am Nutzen, also ich meine, das Metz, das ist ja nicht so weit, ein Stündchen, sind wir da. Und da kommen aber Städte wie Barcelona, und da kommt Paris, also da.
Da sind wir schon an einer Liga. Aber auch die sind sich bewusst, wie wichtig das haut am Zeitalter, dass man muss umdenken, dass man muss Energiespuren, egal wie klein oder wie groß sie ist, alle Spuren muss dann sie willkommen. Zum Wohl von unserer Zukunft und zum Wohl von unseren Kindern. Quirky question. Das ist froh, also ein kleiner Überraschungsfroh, dir dürft ganz spontan antworten. Wann dir die Gemeinde für den Mist verlassen und an einer Gemeinde von der Minnet-Biosphäre gibt plündern, wie hängen wir das dann? Und das ist keine Überraschungsvorschule, ich muss nur einen Joker holen. Brauche ich aber nicht. Ich höre einen Joker, das geht ja, das ist ja. Nee, als Bieler Jung, den 20 Jahre zu Bieler gewohnt hat, muss ich nicht weit plündern, nicht weit mit meinem Trolley rollen. Da gebe ich selbstverständlich auf Bieler gehen. So, ich, wie gesagt, ich bin groß gewesen, ich bin 20 Jahre da gewohnt. Und das ist auch da die Platz, wo ich am besten weiß, wo in die beste Kost ist. Merci. Ja, Herr Müller? Ja, ich bin eng Jugend zu Zauber verbrüllt, also ich gebe dann auf Zauber. Und nicht weit von ihm weg. Okay. Ja, also trägt Ja, Summe rollen, beim Trolley, ja. Okay, also alle bei der Nupisch Gemeng Süßen. Ja. Ma, wenn wir schon bei so frohe sind, mit schönen Antworten, da bleiben wir direkt dabei. Wir kommen bei The Quiz. It's quiz time. Der kriegt 3 Fragen gestellt, der hat 3 Antwortmöglichkeiten, der muss die 3 Fragen nicht richtig beantworten und das ist auch kein Schaden, wenn du das nicht wisst. Fang mal an. Also, Tislin 6 führt durch die ganze Gemeinde ab La Sauvage. Wie aus dem Takt ob sondischer auf Feiertisch? Also, A. All 30 Minuten, B. All Stunden oder C. All 2 Stunden? Das ist schwer. Das ist schwer, weil wir ja pure Berlinen haben und weil ich auch nicht so oft auf sowas komme, ich gebe so alle 2 Stunden. Ja, das ist selber. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Also, ob der Non-Feiertisch fährt dann auch schon 1 Stunde. Das ist der Unterschied, das ist nicht so riesig. Ja. Aber ja, die hat recht. All 2 Stunden sondischer Feiertisch. Ich schon ein bisschen improvisieren, weil mein Froh, wo ich präpariert hat, das war die, wenn ich meine Artillebier definitiv zugemacht habe, dass mir die richtig noch gelauscht haben, habe ich schon mitgekriegt, dass Herr Müller die Froh eigentlich schon am Laufe des Gesprächs beantwortet hat. Deswegen da gebe ich anderen und ich gebe nicht froh, wenn ich erst meine definitiv zugemacht habe, aber wenn ich erst dann in Betrieb geholt gehen. A 1865, B 1900 oder C 1855. Wie geht das da? Muss ich wohl schon nicht auf der Welt war. Also schwer, dann höre ich die anderen, sind wir richtig, weil der andere war, hat gesagt. Also wir hatten noch, also A war 1865, B war 1900 und C war 1855. Ja, 1900, mein, das ist immer gut. Gib ich meine, ja, gib ich der Menü, passe, ja. Ich gucke bei unserem Modellbestoff vom CNCI und den hat man das nämlich ganz gut präpariert. Wir eigentlich eigentlich angewirkt, 1865. Also. Ja. Und ich habe aber gut gekriegt. Ja, du hast aber gut beigelehrt. Ja, das verhalten wir uns aber. Ja, so ist das. Und dann eng froh, also wir hatten noch schon überplatziert in der Chorsprung, wo Chor, also Korn entspringt, Chier, wie so Französisch heißt, schon noch nie einen englischen Namen von dem Fluss fand. So schenkt sie wirklich nicht zu hin. Aber wie heißt als Quell von der Chor am Meter über dem Meeresspiegel? Sind das A312, B352 oder C392? Steht auch Pano, den das von den Welferdinger Geschichtsfreund du installiert gouf. Oh, da muss ich schon. Also, ich gehe so, dann höre ich die an der Mitte. 3,250? Ja. Ja, schön, ja. Ja. Ja, das ist richtig. Mittelbrach. Ja, schade. Ja, nee. Also 352, eng von den rare Bachen hier am Land, die Richtung Mös fließen und nicht Richtung Rhein. Ja,
Die links rauslebt aus dem Land. Ma vielmals merci für das interessanter spannend Gespräch oder hast du eng froh Marike? Nee, ich war beim englischen am englischen Term von der Schier von der Koch. Ich war am Gang zu überlegen, ob man da etwas Witziges auffällt. Felix, hast du noch Rang? Nee, ich meine, ich sie gut. Ma ja, dann nein, vielmals merci euch zwei, dass ihr euch Zeit geholt habt, mit uns zu potzeren. Der fand alles, wo wir drüber geschwärzt haben, also Linken zu all den Sujets, über die wir geschwärzt haben, wie immer auf minat-biosphäre.com. Gerald Majerni Müller, vielmals merci an Marike Felix, euch zwei auch. Just nach Anklangigkeit. Nächsten Monat, da geht es ob Diddling an, da sind schon mal gespannt, wo wir dann da am Endeffekt landen werden. Vielmals merci, schönen Tag noch. Merci auch, gleich.